Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ja, wir sind mitten in den Ferien, haben wir schon Ferienrückkehrer da, Leute, die schon retour sind. Es hat ein paar. Hat es Leute, die gerade jetzt eine Ferien haben, in diesem Moment? Ja, hat es auch ein paar, vielleicht auch im Livestream könnte ich mir vorstellen, dass die eine oder andere Person am Zuschauen ist. Wer hat Ferien noch vor sich? Meldet euch mal. Gut sichtbar. Viel. Das ist gut. Und von denen, die jetzt aufgestreckt hat, wer hat Vorfreude? Ich hoffe, dass gleich viele Hände aufgegangen sind wie vorher. Ja, Vorfreude, das ist eine schöne Freude vor der Ferien. Wenn man sich auf einen Ort freut, den man vielleicht schon kennt, oder wenn man an einen Ort kommt, der noch unbekannt ist, eben so die Vorfreude, die geniesst man, das ist ganz eine wichtige Freude. Und heute reden wir aber nicht primär über Vorfreude, sondern heute geht es um Jetzt-Freude. Um Jetzt-Freude. Was das bedeutet, noch ein bisschen später. Ich bin kürzlich auf einen Vers gestoßen im Johannesevangelium und ich habe den gekannt. Aber irgendwie ist er mir hängen geblieben. Der hat mich bewegt, der hat mich beschäftigt. Zum Kontext, wo der eingebettet ist, wo Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem eingezogen ist, um das Passafest zu feiern, hat er seine Jünger vorbereitet auf das, was kommt. Er hat sie vorbereitet, dass er jetzt dann wird zum Vater gehen. Er hat sich auf die Rückkehr von ihm hat er sie vorbereitet und was dann auch für sie bedeuten tut. Und das liest man im Johannesevangelium von den Kapitel 13 bis 17. Er hat ihnen wichtige Sachen gesagt. Aber zuallererst hat er ihnen gedient, indem er ihnen die Füße gewaschen hat. Er hat sie ermutigt. Er hat vom Geist von der Wahrheit geredet. Er hat von dem ganz bekannten Gleichnis hat er aufgenommen, vom Rebstock, wo er seinen Freunden, wo er seinen Jüngern gesagt hat, hey, bitte bleibt mit mir verbunden. Ganz ein Herzensanliegen von ihm. Er hat vom Heiligen Geist geredet, der kommen wird, als sein Stellvertreter. Und er hat einfach nochmal ein paar Sachen aufgezählt, die ihm ganz, ganz wichtig sind. Und als er mit dieser Vorbereitungsrede fertig war, hat er angefangen zu beten. Das ist im Kapitel 17. Viele unter uns werden das Gebet kennen. Es ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet, wo er im ersten Teil betet er für sich selber, für das Kommende, für die Rückkehr zum Vater. Nachher betet er für seine Freunde, für seine Nachfolger, für seine Jünger. Und dann betet er noch für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und spannend finde ich, dass in dem Teil, wo er eigentlich für sich selber beten tut, dass er dort bereits das Wort findet für seine Freunde. Und das wollen wir miteinander lesen. Und die Worte sind auch für dich und für mich. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast. An dem Vers 3, an dem bin ich eben hängen geblieben. Er ist vertraut, aber er hat es auch in sich. Es geht um das ewige Leben. Ganz spontan, überleg dir mal ganz kurz, was dir in den Sinn kommt, wenn du an das ewige Leben denkst. Was sind deine spontanen Gedanken, was das ist? Ich habe auch bei uns im Team, im Angestellten-Team, eine kurze Umfrage gemacht, was Ihnen so spontan in den Sinn kommt beim ewigen Leben. Und da hat es spannende Antworten gegeben. Jemand hat gesagt, ja, es ist Gemeinschaft und Freude, wenn wir dann mal erlöst sind. Andere haben gesagt, es wird überraschend sein, was kommen wird, unfassbar, nicht erklärbar, ewig.
Ich bin gespannt und jemand hat erzählt, sie hat das in ihrer Small Group einmal diskutiert und jetzt sind dann auch Ängste aufgekommen. Ein junger Mann hat gesagt, ja, er geniesse es jetzt eigentlich gerade, wie es ist, aber er freut sich dann schon mal, wenn es dann käme, ich verstehe das gut. Und vielleicht hast du vorher etwas ganz Ähnliches gedacht von dieser Auswahl, die ich jetzt da vorgelesen habe. Ich kann mir vorstellen, dass vermutlich die meisten bei dem Thema ewige Leben daran denken, dass wir dann irgendwann mal die Erde verlassen werden und nach unserem Tod dann das ewige Leben kommen wird. Und das ist nicht falsch. Zurück zu dem Vers. Ich habe gemerkt, er fordert mich auf eine neue Art und Weise raus und ich habe ihn in verschiedenen Übersetzungen nachgelesen. Der Vers, der bezieht sich nämlich nicht auf irgendwann einmal, sondern er bezieht sich schon auf die Gegenwart. Die Aussage von Jesus in ein paar Versen, die wir vorher gelesen haben, in dem Gebet, ist, dass Gott ihm die Macht gegeben hat, allen das ewige Leben zu geben, die ihm anvertraut worden sind oder noch anvertraut werden. Und dann kommt die Erklärung, was das ewige Leben überhaupt bedeutet. Und jetzt sind wir bei dem Vers. Ich lese ihn nochmal. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Darin merken wir jetzt, dass das eben nicht ein Vers ist für irgendwann einmal, sondern dass das Erkennen von Gott und von Jesus Christus jetzt anfängt. Dass es schon begonnen hat. Und somit sind wir eben nicht nur in der Vorfreude, sondern in der Jetztfreude. Hey, es ist schon gegenwärtig. Es hat schon angefangen. Ich sehe, die Begeisterung ist riesig. Aber vielleicht denkst du auch, ui, wenn das Leben das ewige Leben soll sein, na ja, haben wir es besser vorgestellt? Ja klar, das ist natürlich auch so, zu Recht denkst du das. Weil es wird ja der erste dann definitiv, wenn wir mal bei Gott sind, wirklich vollkommen sein und perfekt. Jesus sagt in dem Gebet auch, dass er zu Gott in die Herrlichkeit wird zurückkehren. Und das ist ja natürlich gegenwärtig nur stückweise da. Es gibt die schönen Momente, die wir erleben dürfen. Das ist die Schöpfung, die wir haben und wo wir staunen können und uns daran freuen können. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Ewigkeit. In der Ewigkeit, dort wird es keine Tränen mehr geben. Dort wird es keinen Schmerz mehr geben. Dort wird die Freude vollkommen sein. Aber im Diesseits kennen wir das alles noch. Das Leben nicht perfekt. Die Bibel ist auch da ganz klar. Sie sagt es auch. Das Leben hat seine Lasten. Und trotzdem entnehmen wir dem Gebet von Jesus, dass mit dem Erkennen, das ewige Leben anfängt. Das ewige Leben fängt dann an, wenn wir erkennen, wer Gott und wer Christus ist. Erkennen. Ich glaube nicht, dass es bei dem Erkennen sich um etwas Einmaliges handelt. Ich glaube, das ist etwas, das immer und wieder kommen darf. Und ich habe mich gefragt, in meinem Alltag, wie oft erkenne ich Gott? Darum wissen ja, aber erkennen, das ist nochmal etwas anderes. Und erkennen ist ein Unterschied zu wissen, es ist viel, viel tiefer. Ich weiss, es ist mitten in der Ferienzeit, aber ich mute euch trotzdem gedanklich etwas zu. Also nicht irgendwann, sondern jetzt hat das ewige Leben bereits angefangen. Mit dem Erkennen, mitten im gegenwärtigen Leben von uns hat es angefangen. Wenn das Erkennen oder das Bewusstsein von Gott, von Jesus Christus in uns mehr Raum einnimmt, wie würde das unsere Sicht wohl verändern? Meine Sicht auf mich selber? Meine Sicht auf andere Menschen oder auf Umstände? Meine Sicht ganz allgemein aufs Leben? Oder eben auch in der Nachfolge von Christus? Das, was da pfeift da oben, das ist ein Vögeli, das hockt da oben. Wir haben hier in der Parkarena einen Vogel tatsächlich. Aber wie können wir überhaupt erkennen? Erkennen meint immer eine enge und vertrauensvolle Beziehung. Erkennen in der Bibel ist nicht Wissen oder Verstehen, sondern es ist ein Akt von der Beziehung, vom Vertrauen, vom sich anvertrauen. Und das heisst vielleicht, dass wir in unserem Alltag, in unserem Denken
immer wieder innehalten tun und uns auf Gott ausrichten. In unserem Leben. Du bist da, du guter, mächtiger Vater. Du bist gerade jetzt da, in dem stillen Moment oder in dem schwierigen Gespräch, auf dieser schönen Wanderung, in meinen betrübten Gedanken, in meiner Freude, in dem Projekt, wo nicht vorwärts gehen will, wo mich total überfordert, in dem coolen Erfolg, in der angeschlagenen Gesundheit oder auf dem Badetüchli am Strand. Du bist da, wow. Das ist die Ausrichtung. Jesus betet dann in einem späteren Teil auch für seine Jünger, und dort lesen wir im Vers 17, lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wörtlich heißt es, heilige sie in der Wahrheit. In Wahrheit leben mit Gott. Und die Wahrheit, die kommt nicht aus dem Dogmatischen. Da geht es nicht um Lehrmeinungen, hey, so und so ist richtig. Sondern es geht in dieser Wahrheit um Beziehung zu Christus. Das steht in dem Vers so. Dort drin liegt die Wahrheit dieser Beziehung. Die Wahrheit lass sie leuchten, sagt Jesus, damit es hell wird, dort wo es dunkel ist. Damit sie in unserem Leben hell wird, dort wo es dunkel ist. Jetzt haben wir über das Erkennen von Gottes Gegenwart geredet, aber jetzt wollen wir den Spieß einmal komplett umkehren, weil auch du bist erkannt. Du bist erkannt von Gott. Du darfst dich Gott mit deinem Leben anvertrauen. Das dürfen wir machen. Weil Jesus redet in dem Gebet zum Vater, einem sehr, sehr, sehr guten Vater. Und zu dem Gott, zu einem sehr, sehr guten Vater, darfst du beten und darfst dich ihm anvertrauen. Nicht irgendwann einmal, sondern jetzt. Jetzt Freude. Du darfst dich von deinem sehr, sehr guten Vater erkennen lassen und lass dich auch von ihm erkennen. Vater, wie siehst du mich? Oder vielleicht kannst du ja immer mal sagen, Vater, ich sehe mich so. Wie siehst du mich? Und dann bist du mal still und hörst. Ich bin sicher, da wird es eine Differenz geben in der Antwort. Vielleicht musst du oder hast du in deinem Leben Schweres durchgemacht und sagst, dass dein Leben durch Menschen oder Umstände verformt worden ist. Aber als sein Schöpfer sieht dich Gott, sieht dich der gute Vater nicht mit deinen Verformungen, sondern er sieht dich als das perfekte Original, weil er dich liebt. Gott sieht dich. Wir haben das vorher gesungen in dem Lied, das ist deine Liebe. Er sieht dich als die Person, die du wirklich bist. Und das ist aber nicht irgendwie bedrohlich, ich bin überwacht oder ich bin ertappt, so im Sinne von Big Brother is watching you. Nein, das gesehen werden meint, es erkannt sein, es von Gott erkannt werden. Du bist von ihm erkannt, als die Person, wie er dich sieht, geliebt. In einem Psalm heisst es, dass er unser Herz sogar besser kennt als wir selber. Vor einigen Jahren habe ich ein Buch gelesen vom Papst Franziskus. Das heisst Evangelii Gaudium, die gute Nachricht, was für ein schöner Name. Und dort drin schreibt er von einem Ritual, wie er das pflegen tut. Am Abend, wenn er in sein Zimmer hineinkommt, oder in seine Kammer, dann lässt er sich dort nieder vor einem Kreuz, das hängt vielleicht an der Wand, ich weiss es nicht. Und dann hat er geschrieben, dann sei er einfach dort und liess sich sehen. Er betet nicht aktiv, das und das und das. Er lässt sich einfach sehen. Und ich finde das so einen schönen Gedanke, sich sehen lassen. Dann ist er nicht mehr der Papst. Dann geht es nicht mehr um seine Funktion. Dann geht es auch nicht mehr um seine To-Dos. Dann geht es einfach um ihn, wo er sich sehen lässt. Vielleicht willst du das auch einmal so ausprobieren und dich sehen lassen. Erkennen oder eben erkannt werden fängt also nicht irgendwann an, sondern jetzt. Mitten im bisherigen Leben fängt das an. Erkennen meint eine enge, vertrauensvolle Beziehung, sich anvertrauen.
Das ewige Leben fängt dort an, wo sich Menschen mit allem, mit dem Schönen und mit dem Schattigen, mit dem Sonnigen und dem Schwierigen, mit dem Licht und mit dem Schweren, sich einfach mit allem Gott anvertrauen tun. Hat das Auswirkungen? Wenn die Erkenntnis in unserem Leben zunimmt, wenn das Erkennen, mit wem wir eigentlich unterwegs sind, wenn das zunimmt, ich habe das Gefühl, dass wieder ein paar Sachen verändern. Wird nicht manchmal in einem total anderen Licht erscheinen. Wenn ich merke, dass ich die unbefriedigende Personalsituation im Geschäft in meiner Abteilung zu seiner Sache machen kann, oder das Projekt, das mich so belastet, wenn ich merke, das darf ich zu seiner Sache machen, oder die gesundheitlichen Beschwerden, ich darf die zu seiner Sache machen. Wenn ich realisiere, dass ich an dieser Seite laufen darf, von dem gewaltigen Gott, der mich liebt, wird das Leben nicht farbiger. Eine österreichische Missionarin, Maria Brean heisst sie, und sie hat ein gewaltiges Werk in Afrika aufgebaut. Sie berichtet von einem Gespräch, das sie mit einem Geschäftsmann. Unser Vögel wieder da oben. Und zwar sagt sie, der Geschäftsmann, der hätte den Wunsch verspürt, mehr von Gott in seinem Leben zu erfahren. Und der hat das ganz aufrichtig gemeint. Und sie sagt dann so mit ihrer guten Art, sie ist eine ältere Frau, so eine Dame, und sie sagt dann zu dem Mann, du bist so voll von dir selber, so hat Gott gar keinen Platz mehr. Gib ihm mehr von dir ab und dann hat er Platz. Ich finde das ein spannender Gedanke und sie meint das nicht böse, sondern sie sagt, hey, mit was können wir uns eigentlich füllen? Sie hat so ein geflügeltes Wort, das sie manchmal braucht, und das heißt ich, mich, meiner, mir. Herr, segne uns 4. Und ich denke, es hat genau mit unserer Sicht zu tun. Sehen wir uns und Gott, der uns noch ein bisschen helfen darf auf unserem Weg. Ist das sein Wille, oder? Tue ich mich versuchen, immer wieder von Neuem auf ihn auszurichten. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Frage ist von Identität. Versuche ich mich verzweifelt über das, was ich kann oder über das, was ich besitze, zu definieren? Oder ist meine Identität die, dass ich eine geliebte Tochter oder ein geliebter Sohn von dem Höchsten bin? Wenn du dich noch nicht so siehst oder zwischendurch das immer wieder vergisst, dann denke mal darüber nach. Eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn vom Höchsten. Schauen wir also vor allem auf uns selber oder sehen wir den guten Vater, der die Fülle vom Leben für uns hat? Ich persönlich, ich kenne beides. Manchmal schaue ich nur auf mich und manchmal schaue ich auf Gott. Und das macht einen Unterschied. Das macht einen grossen Unterschied. Können wir darauf vertrauen, wenn wir uns nach dem Erkennen ausstrecken, dass unser Leben reicher wird, als wenn wir nur unseren Plänen hinterher rennen? Vor einiger Zeit bin ich zu Fuß in Israel unterwegs gewesen. Ich habe so einen Trail gemacht, der heißt National Israel Trail. Und am Morgen bin ich wieder losgelaufen und habe am Abend noch nicht gewusst, dass ich übernachten werde. Und auf dem Trail gibt es sogenannte Trail Angels. Die einen, die bieten einfach zu trinken an oder holen einen mit dem Auto ab, wenn man irgendwie Not hat. Und ein paar, die dann einem auch eine Unterkunft anbieten. Das Verzeichnis, das ich hatte, war erstens sehr fehlerhaft gewesen. Und zweitens auf Hebräisch, und ich habe kein Wort Hebräisch. Ich habe also gar nicht gewusst, was auf dem Verzeichnis steht. Und so habe ich einfach manchmal irgendwann um den Mittag herum versucht, ausfindig zu machen, dort, wo ich hin möchte, ob ich auch dort irgendwie eine Unterkunft finden kann. Und dann bin ich einmal in ein starkes Gewitter reingeraten. Es war alles nass gewesen, nach einer Dreckung, und ich hatte so richtige Dreckschölle an meinen Füßen gehabt. Und dann bin ich am späteren Nachmittag bei einem Haus angekommen, Leute, die gesagt haben, ja, ich kann eigentlich kommen. Und dort war der Hausherr gerade am Eingang schruppen. Und dann komme ich da mit meinen dreckigen Schuhen. Und die Familie, die hat mich herzlich willkommen geheißen. Sie haben 5 Töchter gehabt und einen Sohn. Und sie haben gesagt, ich kann das Zimmer haben vom Sohn, weil das sei gerade im Militär und dort hat es ein Bett und nebenzu hat es eine Dusche. Und selbstverständlich kann ich den Computer von ihm benutzen. Ich soll es mir einfach gut gehen lassen. Und sie feiern gerade das Laubhüttenfest jetzt Abend, ob ich mit ihnen feiern. Sie haben auf dem Sitzplatz Laubhütten aufgestellt und haben mich eingeladen. Und ich sage euch, ein wunderbares Essen. Ich liebe die Küche. Und wir haben einen ganz schönen Abend miteinander, gute Gespräche, herzliche Gespräche.
Und ich habe ihnen gesagt, ich gehe am nächsten Morgen sehr früh los. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist doch kein Problem, sie schlafen noch, aber da hat es den Kühlschrank, ich soll einfach rausnehmen, was ich will, Sandwich sind da und da sind Kaffeemaschinen. Einfach, was ich brauche, soll ich nehmen, sie werden schlafen. Und da habe ich mich herzlich bedankt bei dieser Familie für die Gastfreundschaft. Und dann sagen sie, ja, das ist doch selbstverständlich, weil das Haus, das gehöre gar nicht rein, das gehöre Gott. Und darum, wenn jemand bei ihnen übernachten will, sagt doch klar, sie nehmen doch die Person auf. Und sie machen das auch so, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind. Wenn sie irgendwann einen Autostöppler sehen, sie nehmen die immer mit, weil das Auto gehört ja Gott. Und so hat es sich wirklich angefühlt. Mich hat es gedacht, von ihnen kann man etwas lernen. Sehe ich Gott oder sehe ich mich? Ich denke, die jüdische Familie die hat das gut verstanden. Sie haben erkannt, wer sie in Gott sind und dass sie von ihm beschenkt sind. Und wenn sie das teilen, überhaupt nicht zu kurz kommen dabei. Jesus hat also für seine Nachfolger gebetet. Einen Vers haben wir schon gelesen, aber ich möchte ihn gleich nochmal lesen. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie immer engere Gemeinschaft mit dir leben. Da geht es um die Gemeinschaft mit ihm, Gemeinschaft, Zeit mit ihm verbringen, wissen, wer wir in ihm sind. Das kann ja morgen früh anfangen, wenn wir aufstehen. Was denken wir da? Was sind unsere ersten Gedanken? Sind die, der Tag, was kommt da echt noch? Und schlecht habe ich auch noch geschlafen. Was sind Gedanken die? Danke, Vater oder Papi, oder wie du Gott immer sagst. Danke für den neuen Tag. Danke, gehen wir miteinander durch den Tag. Was hast du für Abenteuer parat? Wo möchtest du mich brauchen? Das macht doch einen Unterschied, wenn wir mit ihm zusammen schon aufstehen. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Ja, wie gesagt, wie möchtest du mich brauchen? Wo und wie kann ich etwas von dir weitergeben? Ich habe das kürzlich am Morgen einmal gebeten. Und am Abend sind meine Frau und ich in einem Restaurant essen. Ich habe das Gebet vergessen. Aber am Abend wird ein alter Mann bei uns am Tisch gesetzt. Und nach 2 Minuten haben wir über den Glauben geredet. Das war nicht geplant, es war nicht irgendwie so angedenkt. Ich hätte es eigentlich auch genossen, wenn wir auf das Zweite an unserem Tisch hätten. Aber es ist ein guter Abend geworden. Und irgendwann sagt er, ich habe noch nie gewusst, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und wir haben ihm das Evangelium erzählen. Oder wir können uns überlegen, dann hat es eine Tafel vom Alpha Life. Wir können uns überlegen, wer wollen wir einladen in den nächsten Kurs, damit Leute, die uns wichtig sind, damit sie den Christus kennenlernen können. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Ja, die jüdische Familie, die hat das begriffen. Und genau das ist eben nicht nur zukünftig, sondern bereits jetzt. Der Wunsch von Jesus, dass unser Leben Gott ganz gehören soll. Ich persönlich wünsche mir, darin noch fest zu wachsen. Wir wollen mehr und mehr erkennen, wer Gott, wer Jesus ist und uns auch immer mehr als Erkannte sehen. Das ewige Leben fängt im zeitlich beschränkten Leben an, im Heute. Erinnern wir uns immer wieder daran. Und das soll uns Hoffnung geben, das soll uns Erfüllung geben und ganz, ganz viel Freude. Im Jetzt. Jetzt beten und wenn du Hunger hast, auch zu wachsen, dann möchte ich dich einladen zum Aufstehen. Vater, wir danken dir für deine Güte und Liebe. Danke für deine Sehnsucht, die du hast nach uns. Und hilf uns, dass wir uns immer mehr und mehr erkennen, mit wem wir unterwegs sein dürfen. Und lass uns auch erkennen, wer wir in dir sind, als Erkannte. Wir beten um Freude, die gute Nachricht an Menschen weiterzugeben, die dich noch nicht kennen. Amen.